Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben jetzt etwa eine Woche nachdem das letzte Video gepostet worden ist. Ich sehe gerade, es hat ja letztes Mal am Ende des Videos noch geschifft. Lexus ist dreckig wie Arsch geworden. Also er ist dreckig gewesen, jetzt ist er durch das Wasser noch dreckiger geworden. Ja, wir werden jetzt heute den Lexus auf den Lift nehmen. Wir werden bei dem das Lenkgestänge abnehmen. Dort oben, wo es seicht, probieren zu flicken, schauen, ob wir dort eine Dichtung ersetzen müssen. Und das ist schon fast alles, was ich in diesem Auto noch machen muss. Den Pluspol habe ich glaube abgerissen letztes Mal. Plus oder Minus, muss ich schauen, wenn ich die Batterie nachher anhänge. Das werden wir machen. Und bis jetzt ist noch nichts mehr geplant. Wahrscheinlich, wenn der fertig ist, wird der S8 auf den Lift kommen und wird sein Fahrwerk bekommen. Aber zu dem sicher nachher mehr. Also starten wir mal rein. Noch kurze Nebenbei-Story. Ich hatte meinen TÜV im Service, weil er den 1000er Service hatte. Den muss ich ja machen, sonst hat man selber gemacht, sonst habe ich keine Garantie mehr. Und ich habe ihn geholt. Bin abgefahren, musste schnell tanken. Und so bei der Hälfte beim Tanken habe ich den Stutz zu weit rausgezogen und dann hatte ich Benzintausch. Das war mega geil, zum Glück war es nicht viel. Und meine Kleider stinken jetzt auch nicht so, ich habe sie jetzt putzt aufgehängt zum Auslüften. Aber wieder so richtig unnötig sein. Schön. Gut, machen wir mal weiter. So, schauen wir noch schnell das mit der Pola an, von der Batterie. Also. Hier ist die besagte Batterie. Und hier ist der Pol, den ich abgerissen habe. Man sieht es hier auch schon. Ich muss probieren. Ja, von hier ist er gerissen. Man sieht es hier so knapp. Und ja, den muss ich dann ersetzen, aber das ist nicht so eine Sache. Da ist hier eine Schraube, die ich lösen muss. Sorry, da eine Schraube, die ich lösen muss. Und dann kann ich den einfach ersetzen. Jetzt starten wir den halt mal, weil er steht noch nicht so ganz gut drin. Und dann schauen wir, dann kommt es gut. Ich glaube, da ist jemand drin und hat den Schlüssel gesucht. Strange. Und? Also ich glaube, die Batterie hängen wir nachher wieder mal an. Einfach, dass sie sicher wieder geladen ist. Ich habe keine Lust, dass er noch anläuft. Aber das ist schon mal gut, dass der wieder läuft. Ich hoffe übrigens, der Sound ist gut. Das ist wieder ultra am Boden. Das ist das Geile an dem Auto. Das ist da, wo wir ein bisschen anschiessen. Wenn nicht mehr haben, aber schlussendlich haben wir den Sache. Und ist halt nicht zu vergleichen. Jetzt habe ich auch noch einen TÜV, also ja, es ist schwierig. Ich will mal sehen, vielleicht ist ja beides ein Projekt und es wäre beide verkauft, dass wir nachher noch weiterkommen. Weil das Ziel ist immer noch der RS6, der RS6 C7 Performance. Holen damit, mit dem, was ich hier mache. Also nicht mit YouTube, sondern mit den Autos zeigen machen und verkaufen. Das ist irgendwann ein RS6. Das wär's. Was denkt ihr, schafft es? Schreibt jetzt gerne mal einen Kommentar. So, ich habe jetzt entschieden, wir nehmen noch Draht ab. Einfach aus dem Grund, dass wir besser zukommen, dass uns nicht in den Weg kommt. Darum nehme ich auf dieser Höhe noch Draht ab, rechts, links. Dass wir sicher zu allem dazukommen, dann wir beide Spurstangenköpfe müssen abnehmen, dass wir das ganze Ding abnehmen können. Ich kann jetzt gerade das Gesamte abnehmen. Weil die muss ich noch eine Manschette wechseln. Und das jetzt gut kann. Das ist dann wieder ein anderer Vibe. Einfach Rad muttern. Weil die Stäbe zuerst, das ist meistens so ein Japan-Ding oder so. Weil das ist eigentlich das einzige Auto, das hat bei mir. Alle anderen haben Radschrauben. Aber ja, wieso nicht? Das ist angenehm, dann kannst du das Rad draufstecken.
Hier sieht man auch noch den Bremssattel. Den habe ich damals auch neu gemacht, also besser gesagt putzt alles. Also, bin mir nicht sicher, nein, angestellt habe ich glaube nicht. Einfach putzt mit Rotbürste, schwarz gesprayt, dass es wieder ein bisschen anständiger aussieht. Ich glaube, ich habe keine Bilder davon voraus gesehen, aber sind wahrscheinlich auch nicht böse. Hier, ich glaube, das sind Auswuchgewichte, die hier geschliffen haben, nehme ich jetzt an. Ja, ist nicht so optimal, aber ist halt so. Ist fast nicht eng da hinten. Zum Glück lassen wir jetzt Auto noch ganz zu. Gut, das gleiche. Der Bremssattel ist auch gemacht, schwarz. Sogar das Hitzeschild habe ich schwarz gemacht. Alles entrostet, Rostschutz drüber und schwarz gemacht. Das muss so, oder? Das muss so. Scheiße. Aha, die Schraube habe ich rausgenommen, weil ich da unten her müssen. So. Wir werden jetzt hier Spurstangenköpfe abnehmen, also besser gesagt hier lösen. Beide Seiten, dass wir hier eigentlich nachher nur noch das Gestänge lösen. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen ich habe das Gefühl, es könnte eine rechte Sauerei geben, aber das muss runter. Darum machen wir das jetzt und hoffen, es kommt gut. Ich würde sagen, da sprayen wir zuerst mal Rostlösen dran, dass wir hier ein bisschen wirken lassen. Ihr könnt die andere Seite vorbereiten, da lasse ich die Kamera aber da stehen. Machen es dort auch und lösen dann hier. Das ist, glaube ich, ein besserer Plan. Beste. Ich glaube, ich muss das sich von Hand lösen. Weil wenn man hier schaut, wie viel Platz es oben ist, ich glaube, wir kommen nicht mit dem Ding dazwischen. Mit der Schlagschraube. Oh, den von Hand lösen. Das ist mies, aber der Bremssattel will ich eben auch nicht abnehmen. Oder ist das nicht so schwierig? Ja, okay, es wären 2 Schrauben. Ich schaue mal, ob wir von Hand losbekommen. Und sonst müssen wir halt den Bremssattel auch abmontieren. Aber auf das habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Es klingt mir nach einem klaren Fall von wir nehmen den Bremssattel weg aus. Easy, machen wir. Weiß jetzt auch nicht, aber da sieht man es an, so weiß. So richtig von korrodieren drin. Ja. Gut, die sind aus. Jetzt nehmen wir die Klötze raus. Und dann können wir den Sattel lösen, können den binden. Und dann sollten wir eigentlich easy an die Schraube herkommen. Ja, das sind immer die schönsten 2 Stunden von einem 10 Minuten Fix. Nice. Ja, bei dem sieht man, der hat schon ein bisschen gebremst. Aber jetzt auch nicht übermäßig viel. Die lösen, Sattel weg.
Das wäre auf jeden Fall der Plan. Ja, das ist halt. Da sieht man es. Ich hoffe, man sieht es. Da oben ist es sehr rostig. Das ist das Gewinde, das hinten rauskommt. Die Schraube ist eigentlich relativ lang für das, was sie gebraucht wird. Dann hätten wir den mal weg. Tada! Ich hoffe, man hat vorher alles gesehen mit den Schrauben. Ich probiere es noch schnell zu zeigen. Eben, da ist sie halt hure rostig, darum hat es wahrscheinlich so geklemmt am Anfang. Das ist halt das Gewinde, das hinten rauskommt. Also eigentlich ist die Schraube schon fast zu lang, habe ich das Gefühl. Aber ja, es ist jetzt gut rausgekommen, wir haben Glück gehabt. Es sind beide Schrauben da, beide ganz. Das heisst, wir können jetzt hier anhängen und den lösen, hoffen er kommt, aber ich werde ihn müssen mit der Rätsche probieren. Und wenn er kommt, vielleicht mit dem Schlagschrauber, aber ich habe ein bisschen Angst, weil die Mutter sieht ein bisschen marod aus, also ein bisschen alt, ein bisschen rostig. Aber wir testen es jetzt schnell. Ich bin gespannt. Oh. Gut, das bringen wir nicht her. Wir probieren jetzt mal auf der zweiten Stufe mit dem Schlagschrauber probieren. Weil eben, wenn ich so drücke, drücke ich halt ganz lenkig über. Und das wollen wir ja nicht. Jetzt haben wir einen Schlagschrauber. Wir lösen vorsichtig lösen. Also wir haben hier Stufe 2. Sieht man es gar nicht. Stufe 2 probieren wir. Stufe 3. Ja, eben. Sie ist jetzt schon nicht mehr die beste. Mal schauen, ob wir die vielleicht sogar ersetzen. Aber sie hat jetzt eigentlich gehabt. Eben. Wenn man da schaut. Zoom, komm, da, Fokus. Es ist halt schon hure rostig. Hure durch. Moment, da kommt gerade einer, ich mach schnell Pause. Was ist denn das für ein Cracker? Ich fahr voll ins Land raus. Aber ich kann es jetzt auch von Hand machen. Das geht auch. Bum, bum, bum. Ist ab. Ist ab. Hä? Als ob die jetzt grösser ist.
Die Schraube hier, das ist einfach ein 19. Den habe ich gar nicht abgehauen. Aber du merkst, der war mal ab. Der löst sich nämlich viel besser. Oh! Also die Leitung dort oben muss weg. Die muss weg. Und die da unten, glaube ich. Und dann muss ich nur die 4 Schrauben lösen. Kleine Die Leitung, ist nicht. nein, die kleine Leitung geht aufs Lenkgestell. Da muss nicht weg. Sonst machen wir nur noch mehr Sauerei, und ich muss sein. Oder? Jetzt muss ich jetzt schnell unten schauen. Nein, sie gehen dran. Das längste. Unten dran. Das wären die. So, ja, nachdem dass wir uns dann dort ein Bild von dem Ganzen gemacht haben, habe ich dann eigentlich oben angefangen, alles einsprayen mit Rostlöser. Habe dort das ganze Kabelzeug noch abgehängt. Habe dann nachher die Rätsche genommen, unten die Schrauben gelöst. Wie man ja sieht, ich habe sie eben nur angelöst, das wird es ein Problem geben. Oben auch die Schrauben gelöst, die habe ich nicht ganz rausgetragen, weil ich dachte, ja, das braucht es auch nicht. Habe dann nachher eigentlich Bremsreiniger genommen, oder besser gesagt Rostlöser genommen, oben nochmal alles eingesprayt, dass es richtig gut geschmiert ist, richtig gut flutscht. Habe dann nachher einen Meißel genommen, habe den eingehauen, dass man es dort wie aufspaltet, dass man ja, eigentlich das ganze Ding durchstoßen kann. Habe dann eben probiert, ausstoßen, ist nicht gegangen. Mein Vater ist mit der Idee gekommen, vielleicht ist es so eine Nut. Wir müssen die Unterschraube auch noch rausdrehen. Und siehe da, die Schraube ist draussen und sie passt. Die Schraube geht hier durch, dass es nicht rausrutschen kann. Ja. Hey, super. Ja. Haben wir gut gemacht. Ist nicht so schwierig, wie ich gedacht habe. Schade. Das Scheissdreck, was ist da wieder los? Also, den weg, die lösen. Fuck. Jetzt freue ich mich jetzt schon auf die Getouren-Sauerei, das weiss ich jetzt schon. Was meinst du? Gibt es eine Sauerei oder nicht? Oh je, meine du! Ja, ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen viel Gewalt da dran. Es dreht positiv, he? Ja. Ja, wenn wir schnell rauslaufen. Hey, was machst du da? Ich muss dein Konto öffnen. Scheiße. Und nachdem natürlich dann auch alle Schrauben gelöst waren dort hinten, haben wir uns dann eigentlich schon die Halterungsschrauben gemacht. Das war noch easy, Schlagschrauber, Schlüssel, alle 4 lösen. Bis dorthin ist noch alles gut gelaufen. Aber was nachher kommt, mit dem hätte ich wieder nicht gerechnet, oder? Und ja, hier läuft das Elend auf 15-facher Geschwindigkeit. Wir haben das Lenkgestell einfach nicht runterbekommen. Es wäre eigentlich gar nicht so schwierig gewesen, weil beim Zusammenbau sieht man dann nachher, wie schnell das es eigentlich gegangen wäre. Aber wenn man halt nicht weiss, in welchem Winkel heben, muss man. Wir haben sogar probiert mit dem Getriebeheben das Getriebe zu lüpfen, weil wir dachten, ja, vielleicht kommen wir so unten raus. Aber schlussendlich war es einfach nur genau der Winkel, der gefehlt hat, zum Runterzudrehen. Das Ding hier oben angestanden, das Lenkgestell. Ja, da. Die Dichtung hier wird sein. Die Frage ist, ob wir die rausnehmen können.
Wahrscheinlich wenn wir die aufschrauben hier. Den abnehmen. Wahrscheinlich nur drüber geschoben. Ja, weißt du, dann müssen wir die lösen, mal so. das gehört da. So, gefühlt nächste Szene, nächstes Voice-Over. Aber ich muss fast, es ist jetzt gut langweilig für euch. Ja, wir haben hier die 2 Zuleitungen gelöst, die eigentlich an Getriebemotor dort, oder was es auch immer ist, gehen. Dass wir eigentlich den Deckel abnehmen können, weil so wie es aussieht, müssen wir ja den Deckel abnehmen. Und so sind wir eigentlich weitergekommen. Oh! Gegangen. Ja, ist gut. Aber das sieht genau so aus. Ich habe mir erhofft, dass es so aussieht. Die Frage ist jetzt nur, ob man die Dichtung dort oben machen kann. Das sieht aber schon fast so aus. Auf jeden Fall muss es hier undicht sein, dass es oben rauskommt. Oh weh! Voll der Schuhe drauf. Das unten dran ist sicher ein Kugellager drin. Ja. Du bist ein geiler Sieg. Von irgendjemandem habe ich es gelernt. So. Ja, das stimmt schon. Schon die Dass sie keine Gummigi mehr machen. Das ist Hartplastik, oder? Das scheisst. Das war schon viel besser gewesen. Da. Aber eben die muss man setzen. Riss. Habe ich aber erst gesehen. Nachdem dass ich damals vorführen bin. Haben wir da? Kannst du ihnen helfen? Ja. So weit so gut. So weit so gut. Wir haben hier Manschetten gewechselt. Hier darunter ist der Servomotor, den wir auch jetzt auseinandergenommen haben. Hier haben wir Teile. Die müssen wir jetzt auch ersetzen. Aber das ist jetzt eben das Nächste. Hier noch schauen, dass wir die Teile finden. Und Simmering muss ich noch einen haben. Radlager muss ich eins haben. Und eben ein Ohrring muss ich einen haben. Da vorne ist ziemlich alles gemacht. Aber da vorne ist jetzt alles abgehängt gerade. Ja, das ist eigentlich mein Ziel. Bis nächsten Samstag die ganzen Teile zusammen haben, dass ich da wieder zusammen machen kann, dass ich wieder machen kann. Und dann, dass wir abnehmen können. Sorry, dass es kein Outro aus der Werkstatt gibt, aber das Problem ist, das Video geht jetzt schon 23 Minuten. Und das ganze Zusammenbauen und so ist ja noch nicht drin und es ist noch ein kleines Special drin. Aber das kann ich nicht reinnehmen, weil das Video wäre viel zu lang. Und lieber poste ich nächste Woche den zweiten Teil vom Video und lasse euch den ersten Teil jetzt schauen. Also sind gespannt, nächsten Samstag, oder besser gesagt nächsten Sonntag, sage ich jetzt mal, kommt das nächste Video. In dem Fall teilt, liket und folgt gerne mal in dem Kanal rein, weil wir sind erst 11 Follower und ich glaube, es schauen ein bisschen mehr als 11 Leute die Videos. Darum, ich wünsche euch einen ganz schönen Sonntag und peace out.